So, habe die Ehre. Da sind wir wieder zum Kassettenschmerz. Da schreibt das Geld schon wieder ein, bevor ich überhaupt das da habe. So mag ich das. So mag ich das. Vorabzahlt werden, nicht aber erst hinten neu. Das ist nämlich ein großer Fehler, dass wir erst arbeiten müssen, bis wir Geld kriegen, anstatt wir gleich Geld kriegen. Aber dann schon mal fetteste Potato geht wieder raus an den lieben Seisi. Das ist überhaupt nicht Seisi von dir. Super Witz schon wieder, super Witz. Heute haben wir wieder einen Haufen Zeug hat es rausgehauen, einige Trailer und Posters. Dann haben wir noch super Pokémon-Karten natürlich wieder für euch zum Aufmachen. Das war's aber ansonsten, habe ich nichts mehr gefunden an Karten zum Bestellen. Ich wollte jetzt zum Kaufen, ich wollte jetzt auch nichts bestellen, so wollte ich sagen. Aber ich denke mal, zur nächsten Woche werden wir wieder was haben. Gnädelwurzler, aber die Ehre. Servus, servus. So, jetzt hoffe ich gerade, dass. Okay, da fliegt schon das Zeug aneinander. Ich habe jetzt nämlich bei mir erst einmal ein wenig Lauf gemacht zum Lüften. Und jetzt geht ihm der Wind. Aber werde jetzt schon herhalten für diese kleine Runde, die wir da haben. Fangen wir an mit die Poster, oder? Die sie uns gesagt haben. Jetzt hat es kurz, bevor ich angefangen habe, hat es noch ein paar geile eingeschwappt. Nämlich einen Trailer zu Other Mummy mit der Jessica Chastain und der schaut, also da sind 2, 3 Szenen schon wieder dabei, die schauen richtig gut aus. Bin ich mal gespannt, ob der Film das dann auch durchgehend halten kann, aber schaut sich den Trailer an. Der macht schon mal neugierig. Dann hat es noch irgendwas kurz davor einer gehabt. Alles wurscht, wir gehen mal sowieso durch. Wir haben ja dann auch das erste Poster zu der dritten Staffel Ringe der Macht. Wir sehen jetzt diesmal soll es anscheinend auf Mordor gehen und wir sehen einen Sauron, wie er dann den einen Ring schmieden wird. Gibt da noch das erste Beutel vom Gandalf-Darsteller, jetzt so mit Gandalf-Hut. Aber man dachte, ja, jeder hat einen Gandalf schon mal gesehen, das ist jetzt kein Beutel, was ich unbedingt aussuche. Aber das Poster finde ich ganz schick. Mal gucken, was uns die dritte Staffel dann noch so beschwören wird. Trailer, glaube ich, hat es noch keinen gegeben, zumindest zum Zeitpunkt, jetzt, wo ich da angefangen habe, hat es noch nichts gegeben. Dann haben wir das erste, ich glaube, zumindest das erste Poster zu dem Megan Spin-off Soulmate, das ja eine Zeit lang jetzt total unterm Radar geflogen ist, weil es ja, ich glaube, Sony hat die Rechte gehabt oder hat das gekickt und vor einem Release-Kalender gestrichen. Und jetzt, glaube ich, kommt es über irgendeinen Streaming-Anbieter. Frag mich nicht wo. Was für einer, auf alle Fälle ist jetzt wieder Leben in das Ding gekehrt und wir werden es doch noch zum Singen kriegen, dieses Spin-off mit einem Sexroboter. Dann wird das One Piece-Universum ja auch erweitert auf Netflix. Unter anderem haben wir ja die, jetzt habe ich irgendwas zugemacht, was ich gleich nicht zumachen wollte. Naja, unter anderem haben wir ja das Remake, was kommen wird, und dann eine Lego-Serie. Da gibt es ja schon einen Trailer, aber nach wie vor, für alle, die es noch nicht wissen, können wir uns ja keine Trailer anschauen, weil sonst wird man sämtliches Geld aus meinem nicht vorhandenen Etui rauszogen. Von YouTube, die mengt das nicht. Aber schönes Poster, das möchte ich tatsächlich als Set haben, das würde ich ziemlich geil finden. Vielleicht kriegen wir noch eins, weil die bisherigen One Piece Sets, da muss ich sagen, bin ich nicht so der Fan davon. Vor allem, weil es ja auch die Minifiguren von der Realserie, die Realserie darstellen und ich hätte da mehr Bock auf Minifiguren vom Anime. Aber mal gucken. Ein richtig wilder Trailer, der gekommen ist dieser Hope vom Na Hong Jin. Der hat schon The Wailing gemacht und der war ja, bis auf das, dass er mir ein wenig als langer war, aber ziemlich cool. Damals, glaube ich, nur über Peruli Fu bei uns im Mediabook veröffentlicht worden. Und ja, schaut euch mal den Trailer an. Bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt, was das für Viecher sind, die da rumwerkern. Da kommt auf alle Fälle was Großes aus dem Himmel und macht Kasala. Die überspringen wir noch. Dann haben wir noch ein neues Poster zu. Wow, da habe ich jetzt neues Poster zu Doom 3. Es hat mir irgendwie das falsche Beutel aufgemacht. Aber dafür noch ein schönes Poster für euch. Und das überlasse ich jetzt einfach mal eurer Fantasie, ob ihr in dem Poster das gleiche seht, was ihr auf dem Poster seht. Und schreibt es in die Kommentare, ob nur ich da so dämlich bin oder ob das mehrere Leute sehen. Dieses Design finde ich äußerst zweideutig, nehmen wir es einmal so. Dann haben wir jetzt im Juli kommt die erste Spin-off-Serie zu Rick and Morty, nämlich President Curtis. Aha, hätte es auch zu die Releases, Streaming-Releases der Woche hauen können. Aber jetzt habe ich es hier schon drin, das Poster. Drauf geschissen, drauf geschissen. Zap, 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 zap. Neuwerker da, gell?
Warte seh. Genau, das war jetzt vorhin rausgehauen. Den finalen Trailer zu Spider-Man Brand New Day, der ja jetzt am Donnerstag losgeht bei uns. Ich habe noch nicht angeschaut, ich werde mir noch mal anschauen, weil 2 Tage vor Start brauche ich jetzt nicht noch mal 'n neuen Trailer, der mir dann vielleicht noch mal irgendwas verrät, was ich gar nicht wissen möchte. Das Wichtigste ist auf alle Fälle, dass Kevin Feige bestätigt hat, Spider-Man Brand New Day spielt direkt vor Avengers Doomsday, zu dem wir ja auch 'n Trailer gekriegt haben, aber da gehen wir dann danach noch mal drauf ein, am Schluss von dieser Trailer-Show. Mobland hat Staffel 2 jetzt auch 'n Teaser gekriegt oder eigentlich schon eher 'n Trailer, würde ich sagen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich schon erzählt gehabt, dass es definitiv ein Ding haben wird, dass ein Ding Tom Hardy wieder zurückkommen wird in der 3. Staffel. Das war ja auf der Kippe gestanden und ist jetzt offiziell bestätigt und die 2. Staffel geht im September, ich glaube am 18. los. Gravity Juice, hörst du, Bazi? Bazi sagt dir: „Habertere, bist du überhaupt? Noch nie gesehen, keine Ahnung, weiß ich besoffen." Ähm, und was ich richtig verrückt finde, ich habe das gar nicht gewusst, Angriff der Killertomaten, dass die überhaupt noch irgendwie existieren, aber irgendwo so ich gelesen davon, dass da 4 oder 5 Filme schon gibt und jetzt kommt noch mal einer, namens Organic Intelligence. Da unten sieht man ein paar bekannte Gesichter. Ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ich habe noch keinen Trailer gesehen, sondern nur dieses Poster. Bin sehr gespannt. Angriff der Killertomaten hat ja jetzt halt auch gerade der Söder erleben müssen. Ne? Geile Berichterstattung dazu. Angreifer und blieb unverletzt und bla bla. Alter, das war scheiß Tomaten, die sie mir am Kopf geworfen haben und kein Ziegelstein. Also noch dramatischer kann man die Berichterstattung nicht gestalten, wenn einer Tomaten am Kopf angeschmissen kriegt. Aber scheinbar ist es saugefährlich. George Clooney hat es ja damals auch schon, ich glaube in die 80er bei dem zweiten Angriff der Killer-Tomaten lernen müssen, wie gefährlich Killer-Tomaten sind. Und jetzt auch unser armer Söder, das glaube ich war sein erster Kontakt, den er mit einem veganen Nahrungsmittel gehabt hat. Da brauchst du nicht wundern, dass er stinksauer ist und sich dann auch gleich wieder 18 Kilo Würstel frisst, wenn du dem Tomaten im Pfotzen wirfst. Aber naja, who am I to judge? Gell? Dann haben wir den Trailer zu Digger. Digger, Alter. Digga, da haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon ein Beutel gehabt oder ein Poster. Jetzt gibt es einen Trailer zum Alejandro González Iñárritu, seinem neuen Film. Der hat ja, ich glaube, The Revenant gemacht gehabt. Und der Trailer schaut sehr spaßig aus. Tom Cruise hat eine coole Rolle. John Goodman ist noch mit dabei. Ich bin schon sehr gespannt auf den sein Ding. Schaut euch den Trailer an, der macht auf alle Fälle Spaß. Was ist schon John Goodman? Ah, Fake News, wenn, ist mir auch scheißegal. Scheißt dir sonst auch keiner was drum, oder? Ob das Zeug was verzeihen stimmt oder nicht. Spaceballs 2, wie schön ist das? Nächstes Jahr kommt Spaceballs 2 und wir haben jetzt hier mal das erste Poster dazu ähm, mit dem ikonischen Durchkämmt die Wüste Kamm aus dem ersten Teil, von dem es ja immer geheißen hat, dass das angeblich in The Force Awakens, Star Wars Episode 7 zum Sehen gewesen war als Easter Egg, aber das hat sich dann irgendwann als Fake rausgestellt. Fake News, you are Fake News, you bastardo. So, ein paar Anime-Poster haben wir's, denn es ist ja ein Ghost of Tsushima Anime angekündigt worden. Legends, namens Legends. Hast du da der Multiplayer von Ghost of Tsushima Legends? Ich kann es dir mal sagen, den habe ich nämlich nicht gespielt. Auf alle Fälle coole Artworks schon mal, kommt dann auf Crunchyroll. Datum ist leider noch keins dabei gestanden. Da haben wir noch wegen einer Nahaufnahme von den Figuren, die auf dem Poster drauf sind. Folgt mir auf alle Fälle. Da haben wir noch eins. Da haben wir noch eins. So, schön. Schönes Ding. Freue mich schon. Mehr Animes, mehr gut. So, dann habe ich natürlich ein paar Sachen anscheinend vergessen. Nein, zu einem hat's nichts gegeben. Das ist nämlich zu der Serie mit dem Jason Crystal Lake. Da gibt es den ersten Teaser. Und wir haben da eine sehr junge, manche sagen aber unglaublich gut aussehende Voorhees-Mom. Ein bisschen Blutsex da schon an ihr Drogen. Leider noch kein Poster, wie gesagt, dazu, aber ich glaube, dass die Sache gar nicht so schlecht wird. Was sagt er? Ja, heißt Legends, der Multiplayer. Sechst das? Bin ja kein direkter Depp. Bin ja kein direkter Depp. Ein wenig was weiß ich schon noch. Doom 3 habe ich schon gesagt. Und keiner schreibt in Kommentare ein, was er jetzt halt unter diesen Doom 3 Poster gesehen hat. Naja, dann machen wir halt keinen lustigen Arschloch-Spaß draus. Und welchen Trailer haben wir noch gehabt? Einen haben wir noch gehabt, genau zu dem Anime, den ich glaube, ich habe jetzt schon x-mal verzeiht, dass der kommen wird, Kagurabachi, da wo ich ja gesagt habe, unbedingt den Manga lesen, der ist ziemlich geil. Ist jetzt halt für April 2027 angekündigt und es gibt den ersten Trailer und der Animationsstil schaut wirklich hervorragend aus. Also
das, was man da jetzt schon mal sieht, gefällt mir unglaublich gut. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Und jetzt kommt natürlich das große Avengers Doomsday gestern den Trailer ausgeballert und leckt mir einen Arsch rein. Also, ich habe Gänsehaut gehabt ohne Ende. Ich weiß nicht, wie's euch da gegangen ist, als ihr den Trailer gesehen habt, aber, die meisten wissen eh, die uns regelmäßig verfolgen, dass ich das MCU immer nach wie vor, fleißig verfolge und überwiegend auch noch, liebe. Aber das, was ich da jetzt gesehen habe, das war schon wieder richtig fett. Einen übermächtigen Dr. Doom, mit dieser Szene, wenn der Thor mit seinem geilen Hacke da auf ihm hier und er hält ihn einfach mit 2 Fingern auf. Dann alte Bekannte, die wiederkämen, die Schlussszene überragend, macht Bock der Trailer, ja. Und, wir sehen ja beide X-Men, nehmen uns, wie heißt der Stuart sowieso, wisst ihr schon, der alte Professor X und dann den Ian McKellen als Magneto. Wir sehen Gambit aus Wolverine Deadpool und Wolverine, wie er gegen Shang-Chi kämpft. Ist auch schon wieder richtig fett. Dann, wen haben wir noch gesehen? Die Fantastic Four sind dabei. Namor kommt zurück von Black Panther 2 und glaube ich, darf jetzt halt auch seine Bösewichtenrolle einnehmen. Wen haben wir noch gesehen? Von den X-Men haben wir noch gesehen, Cyclops in dieser ikonischen Pose, wenn er auf dem Boden kniet und seine Laser aus dem Kopf ausschießen. Das schaut auch nur geil aus. Gänsehaut, ja, aus Action, Cyclops, Gänsehaut ohne Ende. Mystique schaut auch richtig fett aus, die sie dann in Florence Pugh verwandelt. Oder wie es der Corby bei uns sagt, Florence Puff, Florence Powerpuff Girl. Und dann kämpft man erst mit zwei Helenas gegeneinander. Was haben wir noch gehabt? Wen haben wir noch alles gehabt? Der wirklich nennenswert war. Wir haben natürlich die New Avengers gesehen und ein paar Black Panther-Seppen haben wir gesehen, die sie dann auch mit dem Ding verbinden, mit dem Ding. Ja, genau, mit dem Ding eben, Handshake mit dem Ding. Ja, genau, Steve Rogers natürlich am Schluss in dieser ikonischen Szene, bist du es wirklich? Und dann holt der Tinti und fängt einfach Mjölnir wieder. Geil, Alter. Also wie gesagt, ich habe vorher noch mal angeschaut, ich habe Gänsehaut ohne Ende gehabt. Ich bin gespannt, was für eine Thematik das aufnehmen. Es soll ja ein wenig als Reboot vom MCU dann dienen. Deswegen glaube ich, wird der Victor Van Doom also dermaßen übermächtig, dass er Thor, einen der stärksten Helden, mit 2 Fingern erst mal aufhalten kann. Es soll ja anscheinend auch so ein Abschied von die alten Schauspieler, die X-Men gespielt haben, werden. Und ich gehe davon aus, dass es, ich weiß jetzt nicht, wie die Storyline heißt, aber dass es um eine Inkursion geht, nennen sie es, und 3 Universen aufeinander oder 3 Erden aus verschiedenen Universen aufeinander zurasen. Wir haben ja die 616-Erde, in denen unser MCU hauptsächlich verankert ist. Die 1.0, da muss ich spicken, 1.0005, das ist die Fox X-Men-Erde. Und dann haben wir noch die neue 828-Erde, aus der die jetzigen Fantastic Four stammen. Und die Theorie ist eben jetzt, dass die aufeinander zurasen und wenn man das nicht abwenden kann, dass die kollidieren oder wenn man nicht eine irgendwie vorher opfert, dann werden alle vernichtet. Und deswegen kann es vielleicht auch sein, dass die X-Men, die alten X-Men gegen die Avengers kämpfen müssen, um ihre Welt zu retten, aber denen einer Welt halt am Ende drauf geht, damit man sich dann von den alten X-Men verabschieden kann. Weil Marvel ja ein neuer X-Men-Film startet, nämlich mit jüngeren Schauspielern, die man dann länger hernehmen kann, die Teufeln. Ich bin sehr gespannt. Das hört sich für mich jetzt erstmal jetzt so, als kann man dann mit dem MCU wieder wirklich spannende Geschichten erzählt kriegen und einen guten roten Faden haben, weil dieses Multiverse-Gedöns war ja bisher wirklich nur so Larifari, irgendwie völlig unzusammenhängend, ein wenig der Hit tropft, mich wirklich nicht mehr so stark halten können, bis auf ein paar Ausreißer, die wirklich geil waren. Aber wir werden auf alle Fälle, ich glaube, am 16. Dezember noch mehr wissen, dann läuft er bei uns endlich an. Und ich finde das Poster mega geil. Ich bin auch gespannt, ob sie Doom seine Masken abnehmen lassen, dass die Avengers dann auch sehen, wer drunter steckt. Weil im Trailer hat man es jetzt natürlich noch nicht gesehen, dass er abnimmt. Wir wissen es ja schon, dass Robert Downey Jr. Auch einen Doom spielt. Kann man sich aber auch noch ein bisschen länger aufheben, weil es wird ja die Geschichte wird dann auch noch in Avengers Secret Wars, glaube ich, hast du dann weiter verzeiht. Da kommt auf alle Fälle was richtig Fettes auf uns zu. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. So, so. Genug zu diese Avengers. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Castings ein, aber da habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon keine Lust mehr gehabt, dass ich eigentlich die ganze Zeit, aber ich überhaupt das Poster jetzt nicht eingezeigt habe vom Doom. Bin gespannt, wie es an Loki einbauen. Stimmt, Loki haben wir auch gesehen.
Loki haben wir auch gesehen. Loki, glaube ich, ist ja der uns dann an Steve Rogers wieder zurückbringt, weil in der Szene im Trailer 6. In so einem komischen Raum und das schaut irgendwie verdächtig nach dem Raum aus, in dem er nach Avengers Endgame war, bevor er sich dazu entschieden hat, dass er sein Lebensabenteuer jetzt mit Carter verbringt. Ja, Carter hat einen Nummerentwickler reingeschmissen. Ja, vielen Dank, da gibt es nochmal eine fette Potato, schaut's her. Das mengen wir. Jetzt hat er geheißen, YouTube hat gesagt, hey, da mal am Anfang irgendwie so Ziele einstellen, auf wie viel das spenden können. Ich sag, keine Ahnung, da komme ich mir irgendwie rührend vor, wenn ich da irgendwie am Anfang reinschreibe, hey, 1.000 € Junge. Aber scheinbar macht man das so, um Spenden zu generieren. Ich weiß nicht, ich hab's jetzt noch, ich mach das jetzt. Bis jetzt halt nicht. Mal schauen, wie braucht das ich so spende. So, gehen wir mal zu den Castings. Wir haben einen Horror-Thriller namens Skeletons, der kommen wird. Soll ein Creature-Feature werden, in dem er einen Buben begleitet, der merkt, dass seine Eltern da ist irgendwas im Busch, und sehr hochrangiger Cast, nämlich John Goodman und Brie Larson dabei. Bin ich gespannt. Mehr hat es noch nicht, mehr Infos hat es noch nicht gegeben. Ich glaube, von Sony kommt er, aber bezüglich Regisseur oder sonst Dinge gibt es leider noch nichts Genaues dabei. Was mich gefreut ist, ich habe es ja vor ein paar Wochen schon gesagt, dass Behind the Mask 2, Rise of Leslie Vernon, glaube ich, Vernon, endlich angekündigt worden ist. Und jetzt haben sie auch noch eine der neuen, jüngsten Ikonen aus dem Horror-Genre, nämlich einen David Howard Thornton, für den Film gecastet. Man weiß noch nicht als was, nur, dass er da jetzt dabei ist. Ach, ich habe übrigens noch einen Trailer vergessen, den schmeißen wir schnell rein, nämlich Strange, Junji Itos Tales for Sleepless Nights, und den da nehmen wir mal auf die Liste da, denn der Junji Ito ist ein Mangaka und der macht äußerst gestörte, gruselige Mangas und hat wirklich total verstörende Designs und Zeichnungen, und die, wenn das auch nur annähernd so geil in einer Realverfilmung umsetzen können, dann wird das eine richtige Granate. Ach, schaut's her, wer ist denn da? Die Schweizer besuchen uns. Grüezi, natürlich der schönste Mann im Podcast-Game. Mein Gott, da stellt's mir ja fast die Hose auf, wenn ich so etwas gesagt kriege. Aber es ist eh schon die ganze Zeit, weil ich mich selber sehe, weißt du eh? Other Trash Cinema Podcast. Das sind die Kollegen, die mit uns schon eine Folge aufgenommen haben, beziehungsweise haben wir 2 Folgen aufgenommen zum Hardline. Dann da haben wir es kennengelernt, und herzlich her einen Podcast an. Die haben geile Formate drinnen und gehen halt wirklich so an den abseitigen Geschmack, jetzt mit Anführungszeichen mal Geschmack kann man das manchmal gar nicht mehr nennen, gell? Aber besprechen wirklich sehr, sehr intensiv und sehr detailreich, haben sehr viel interessante Infos dabei, macht Spaß, und außerdem ist ein super sympathischer Schweizer Dialekt, also beste. So, wen haben wir noch? Das ist auch geil, ich habe hier aufgeschrieben, dass der Loki-Schöpfer, also der die Serie Loki gemacht hat, jetzt im Gespräch ist, dass er für Marvel den Helden Nova auf die Leinwand bringt. Und er ist auf alle Fälle schon mal als Schreiberling engagiert und soll auch eventuell Regie führen. Und wie gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, den Macher, und habe mir aber vergessen, dass ich den Namen dazu suche. Aber wir sind ja Hundling und es gibt ja sowas Tolles wie eins Internet. Drum gehen wir jetzt schauen, und dann weiß es ja gleich wieder heißt, nämlich Michael Waldron, der wollte Michael Waldron. Und Loki ist auf alle Fälle schon mal ein namhaftes Ding, was der auf seinem Kerbholz hat. Da kann man schlechtere Sachen vorher gemacht haben, um dann einen eigenständigen Film zu machen. Soll auf alle Fälle ein Featurefilm werden und keine Serie. Bin ich sehr gespannt, was uns mit Nova dann erwartet. Den habe ich nämlich in die Comics gar nicht so aktiv verfolgt, muss ich sagen. Viel Liebe, danke. Ja, nur Liebe für euch, Babys. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder sehen. Das ist wieder gut. Und dann darf es aber nicht immer so früh heimgehen wie diese im Hardline. Gibt's Heimverbot. So, dann haben wir Cast. Es gibt ja die Serie Far Cry, die auf der gleichnamigen Ubisoft-Spielerei basiert. Soll eine Anthology-Serie werden. Und jetzt haben wir die ersten Casts, nämlich Steve Buscemi, dann die Lizzie Kaplan und den Rob Mack. Und da schauen wir jetzt mal schnell die letzten beiden, die sage ich nämlich. Die habe ich nämlich jetzt selber nicht auf dem Schirm gehabt. Lizzie Kaplan. Okay, jetzt sagt euch, nee, dein Computer sagt wieder mal nein. Leck mir einen Arsch, Computer, was ist mit dir? Rob, was habe ich gesagt? Rob Mac, da fangen wir mit Demo. So. Da ist er. Schaut's her. Den kennt man, den guten Kerl. Den kennt man. Muss ich nur noch das Beutel freigeben. Was ist denn da mit etwas Glück? Was ist denn das da? Hat 5 Mitgliedschaften
Verschenkt, was passiert da? Jesus Maria, was machen da eine geschenkte Mitgliedschaft? Ich verstehe gerade gar nicht, was da passiert im Chat. Dass ich das mir anschauen. Hab 5 Mitgliedschaften für Viva in der Mobilisation verschenkt. Wie geht das? Wie machst du das? Ich gehe wieder raus. Also wenn das gut ist für uns, dann auf alle Fälle vielen Dank. Ja, der Schwarz ist einer. Also bin gerade sprachlos. Ich weiß gar nicht, was du da machst. Das bringt mich völlig aus dem Konzept. Was wollt ihr jetzt eigentlich da? Kriegst auf alle Fälle die dicksten Kartoffeln, lieber Schweizer Boy. Bist du allein dabei oder hast du Martin oder Burger auch noch am Start? Oder ist nur der Flurry? Magic, sagt er. It's magic. Schweizer Magie. Ach, hast wieder ein Ding, einen Priester organisiert. Ist da nur bei mir Ton und Bild versetzt? Ja, die alte Seekuh Michelle ist auch da. Keine Ahnung, ob das nur bei dir ist. Bisher bist du die Einzige, die das eingeschrieben hat. Schreibt's mir eine, ob irgendwie irgendwas versetzt ist, keine Ahnung. Vielleicht wedert es bei dir schon, deswegen ist, oder gibst du aus dem tiefsten Wald auch. So, sage ich euch jetzt eigentlich schon, ja genau, hier, Rob Mac, kennt man, ist, wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Ich bin jetzt total durch den Wind hier. Kennt man aus, ich weiß, was ich kann ich nicht sagen, genau, aus Olesani in Philadelphia. Ähm, der ist dabei und dann habe ich gesagt, die Lizzie Kaplan. Ja? Lizzie! Da ist sie. Cloverfield hat die mitgespielt. Boah, das ist so lange her. Den haben wir das letzte Mal vor wahrscheinlich 15 Jahren mit mir den mal anschauen und zwar zum Außennüchtern an einem Sonntag oder das war so schlecht geworden, dass ich ausschalten habe müssen. Aber man kennt sie auf alle Fälle. Ton knackst, aber asynchron ist nicht Ton knackst. Das haben wir das letzte Mal schon bei der Aufnahme gehabt. Dass das geknackselt hat. Ich weiß aber nicht, an was das jetzt schon wieder liegt. Vielleicht muss man 48.000 Euro spenden, vielleicht, damit ich mir ein neues Mikro kaufen kann. Wo hat's nur mitgespielt, Lizzie? Lizzie! Geh weg jetzt! Lisuat. Okay, jetzt geht irgendwie schon wieder gar nichts mehr hier. So hat's noch mitgespielt. Die Unfassbaren, American Dad, ja, kein Best. Knock, knock, knock. Der war auch grandios, gell? Mhm. Ja, genau, da hat die gute Frau noch wieder mitgespielt. Ich hoffe, dass es mit dem Ton trotzdem einigermaßen geht. So, dann haben wir noch den Xolo Mariduena, Mariduena, keine Ahnung, wie man genau spricht. Ihr kennt ihn aber mindestens als Blue Beetle. Denn in der Rolle wird er, so wie es jetzt ausschaut, im kommenden Superman-Sequel wieder auftreten. Da haben wir einen Xolo Mariduena. Ich glaube, so ungefähr so spricht man es aus. Ich bin nicht so begabt in Filmsprachen. Also Französisch. Oh Gott, wer hätte das genau so schnell? Dann, Gabriel Luna ist für Dexter Resurrection Staffel 2 gecastet. Wer den nicht kennt, hat wahrscheinlich nie ausführlich Agents of Shield umgeschaut, denn da ist er mal als Ghost Rider aufgetreten. Ich habe auf alle Fälle Internetprobleme, die merke ich jetzt halt hier schon, denn irgendwie stellt er sich immer an, wenn ich hier was suche, nämlich um euch das zu sagen. No results found, Gabriel Luna. Aber wenn es so weitergeht, dann sage ich jetzt einfach keine Schauspieler mehr und ihr könnt es euch dann auch selber außer googeln. Kann aber jetzt dann echt wedern und das liegt vielleicht an dem. So, was haben wir hier noch? Sydney Sweeney, die muss ich euch sowieso nicht sagen, die kennt's. Die ist jetzt für den neuen Sleepy Hollow gecastet. Bin ich erst sehr gespannt. Finde mich den alten Tim Burton Sleepy Hollow überragend gut. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Darum bin ich gespannt, was sie uns da dann auftischen werden. Haben wir noch mehr Casting? Eine Casting-News haben wir noch. Es ist kein neues Casting, aber ziemlich traurige Nachricht, denn bei den Dreharbeiten zu God of War hat sich der Ryan Hurst, der an Kratos spielt, anscheinend so schwer verletzt, dass er jetzt halt recastet werden muss. Also er spielt nicht länger unseren Kratos, sondern muss ersetzt werden. Man weiß jetzt, ist noch nichts dabei gestanden, wie sie es mit den bisher gedrehten Szenen machen, ob sie das jetzt alles nochmal neu machen oder vielleicht machen sie ihm das Gesicht mit
CGI aufführt, das dann ungefähr so gut ausschaut wie beim Punisher-Film, diese eine berüchtigte Szene, die völlig unnötig so kreiselig ist. Was soll das überhaupt? Aber sehr traurig, dass er das jetzt nicht weitermachen kann. Sleepy Hollow von Tim Burton ist mein Lieblingsweihnachtsfilm. Ja, das komischerweise ist so Filme funktioniert vorher an der Weihnachtszeit. Finde ich auch absolut geil. Habe ich damals auf Videokassetten gehabt. Ah, Videokassetten. Die habe ich alle mal einen Spätzl geschenkt. Stier. Stier, du Schwein. Gitarrist von Death Receipt. Gute Thrash-Metal-Band aus Wojersdorf. Das müsst ihr mir anhören. Wer ein wenig Knüppel in den Sack mag, der kann sich die Teufel anhören. Kommen wir zu den News. Welche Ankündigungen hat es gegeben? Einmal The Batman 2 ist jetzt verschoben worden, ich glaube vom Oktober 27 auf Februar 28, ist jetzt nicht so dramatisch, aber möchte ich natürlich trotzdem gesagt haben. Dann, ach, da war noch Casting, stimmt, nämlich ist der Matthias Schweighöfer ist für das Conjuring Prequel First Communion ist der gecastet worden. Das ist ja mal verrückt, aber man weiß ja nicht in welcher Rolle. Ich möchte jetzt halt fast sagen, ich hoffe nicht, dass er in ein Ding ist, in einer Hauptrolle für die Warrens, ja, für die Warrens da, glaube ich, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ansonsten kann er schon mitspielen. Dann ist Kane abgedreht. Kane ist das Spin-off aus dem John Wick-Universum, das zweite nach Ballerina, in der der Danny, wie ist der? Danny Yen? Danny Yo? Jetzt muss ich seinen Namen nochmal. Auf alle Fälle den blinden, krassen Chakao spielt und Leute über die überhaut. Führerregie, Danny Yo, verdammt, jetzt fällt mir sein Name nochmal ein. Kommt mir jetzt vor wie der eine Typ bei Reservoir Dog. Reservoir Dogs. Nein, fällt mir sein Nachname nochmal ein. Aber googelt euch selber wieder zusammen. So, dann haben wir Ryan Reynolds hat bestätigt, dass wir Deadpool 4 kriegen. Irgendwas, weiß ich nicht, wo sie ihn interviewt haben, aber da hat es geheißen, dass daran gearbeitet wird, weil er der Meinung ist, dass es definitiv noch viel zu erzählen gibt. Und nach dem Erfolg von Deadpool und Wolverine ist es ja klar gewesen, bis du 100 bist. Wir wissen es ja. Dann haben wir hier noch einen First Look, den ich natürlich nicht vorenthalten werde. Und erst durch dieses Beutel habe ich erfahren, dass da überhaupt was in der Mache ist. Es gibt nämlich ein neuer Reanimator. Und wir haben jetzt hier schon Joseph Morgan als Herbert West. Ich habe da keine Ahnung, ob sie da irgendwas mitgekriegt. Donnie Yen, genau, so heißt er. Spricht man den dann auch Donnie Yen aus oder Donnie Yen? Weiß ich nicht genau, aber mag ich den Typen. Ein Ip Man, glaube ich, hat er gespielt, oder? Und den Blinden aus, warum spielt er eigentlich immer Blinde? Den Blinden aus Star Wars The Suicide Squad, alias Rogue One. Auf alle Fälle nochmal zurück zum Thema, hat das irgendjemand vorher schon mitgekriegt, dass ein neuer Reanimator kommt? Auf alle Fälle, ich glaube, es soll heißen Herbert West Reanimation oder Reanimator, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt drauf. Regisseur ist er, also er hier den Joseph Morgan kennt man aus der Serie The Originals, so von 3 so super Vampire und eigentlich, ja, für mich ein ziemlicher Scheiß. Aber auch, ich glaube, der Regisseur, der Schreiberling von diesem Reanimator ist auch einer der Autoren gewesen von The Originals. Dann haben wir einen First Look auf Mike Flanagan, seine kommende Verserierung von Carrie. Genau, da sagen wir ich Bloody Disgusting. Wer die Seiten nicht kennt, das ist eine unglaublich gute Seiten für Horror-News. Die ist ja nicht so beschissen wie die ganzen deutschen Schweineseiten, die nur noch mit Clickbait und was weiß ich was rumkacken, sondern die haben einfach ordentliche Schlagzeilen, ordentliche Berichterstattung. Also das ist wirklich eine absolut geil zu empfehlende Seite. Und gesagt jetzt hier First Look für Carrie von Mike Flanagan. Ich bin sehr gespannt. Matthew Lillard ist dabei, den sehe ich immer gern und bin da ganz froh, dass wir den jetzt immer öfter sagt. Da ist Mama, die ihm auch bekannt vor, ich weiß auch nicht mehr, woher das ist kennen. Naja. Ist jetzt noch nicht so voll aussagend, was mir das sagt. Ach, Ding, Midthunder, oder? Wie heißt's? Die von Prey. Was ist die Midthunder? Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. So, die FC ist wieder nachschauen, wie heißt denn? Das muss jetzt noch schon mehr, wenn ich die ganze Zeit nichts weiß. Was sagt der Carrie? Geiles Source-Material. Gespannt, ob das so gut wie Midnight Mass wird. Ja, bin ich auch gespannt, weil diese Serien, die waren ja wirklich hervorragend. Also brutal. Amber Midthunder, so heißt genau, die ist da dabei jetzt. Die kann ja, also die Flanagan-Serien auf Netflix, die kann ich alle uneingeschränkt empfehlen, die sind richtig, richtig gut. Wird die andere kursen, auch was mit Midnight
Bei Midnight Mass war die mit den auf der Insel, oder? Und dann gab's noch der Midnight Club war die andere noch. Hey, das ist auch, herzzerreißend das gewesen. Leck, wie viel Geld haben sie denn rausgehauen? Da kannst du gleich die ganze Serie veröffentlichen. 15 ist er aus. First Look, sagen sie, ne? Das ist eine First-Serie einfach schon. Gut, welche News haben wir noch? Ein neuer Nightmare on Elm Street ist endlich in Entwicklung. Nach 16, 15, 17.000 Jahren gefühlt kriegen wir endlich einen neuen Nightmare on Elm Street. Und da gab es anscheinend ziemliche Differenzen wegen die Rechte in Amerika, aber ich glaube, Paramount hat sich jetzt die Rechte für die amerikanische Auswertung geschnappt und arbeitet natürlich jetzt auch gleich an einem neuen Nightmare on Elm Street. Und ja, habe ich Bock drauf, endlich wieder mal einen Freddy Krüger zu sehen. Ich bin mal gespannt, wie wir für einen Freddy Krüger casten. War cool, wenn der Robert England noch mehr irgendwie auftreten hat und dann den Handschuh, sage ich mal, weitergibt an jemanden Jüngeren. Also sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Und was ich auch überhaupt nicht mitgekriegt habe, ist, dass es eine Live-Verfilmung von Naruto geben wird. Denn, das habe ich jetzt auch nur durch das mitgekriegt, dass jetzt der offizielle Casting-Aufruf ist. Ich glaube, Lionsgate ist da sogar mit dahinter als Produktionsfirma und Regie führt der Destin Daniel Cretin. Cretin? Destin Daniel Cretin. Was haben die noch gemacht? Sie casten mich jetzt gerade offiziell. Ach, das ist nicht der, der Shang-Chi gemacht hat? Ja, Oleg, ich bin so gut. Boom! Shang-Chi, schaut's her, da hat er schon was mit Kämpfer und Karate gemacht. Und dann ist er genau richtig für Naruto. Naruto, also das darf man nicht versauen, eine meiner absoluten Lieblingsanimes, unglaublich gut. Und sie casten ihm jetzt halt offiziell gerade das Team 7, eben an Sasuke, Naruto und die Sakura. Ich weiß nicht, ob sie nach dem Kakashi auch schon suchen oder ob sie jetzt erst nur noch die drei Jungen suchen. Ist nicht dabei gestanden, zumindest nicht bei die Infos, die ich gerade habe. Wenn ihr es mehr wisst, dann eine in los Kommentaros. Verrückte Info, die ich noch gelesen habe, ist, dass es ein Free Willy Remake geben wird. Keine Ahnung, ob, für wen Free Willy nur ein Name ist. Ich glaube, auch um die 30 Jahre alt. Dieser riesige Orca-Wal, den man da eben der Willy, den man in die Freiheit entlässt. Da gibt es ja diese ikonische Szene, wo der eine Sepp da auf dem Dornelsteg steht und der Fettsack-Wal hupft um mich und gerade schön ist. Dazu das Franchise wollen sie jetzt wiederbeleben und remaken. Das jetzt, mehrere hat es noch nicht gegeben, mehrere Infos haben sie auch noch nicht dazu rausgehauen. Nur, dass sie es machen. Genauso wie der Peter Jackson jetzt hat, ich glaube, zuletzt war er in Cannes, keine Ahnung, irgendwo haben sie interviewt. Und der macht jetzt nach 15 Jahren eine Fortsetzung zu Tim und Struppi. Ja, habe ich das Original, was heißt das Original, diesen Animationsfilm nicht gesehen. Ich schaue ab und zu mal ein paar Folgen von der alten Serie, die sind eigentlich ganz witzig. Ähm, Vielleicht schauen wir danach dann mal den Animationsfilm an. Aber ja, ich meine, die alten Kamellen werden jetzt nochmal ausbackelt. Da im Nightmare on Elm Street, Free Willy und Tim und Struppi, alles raus damit. Haben wir irgendwas so jetzt gehört? Was kann man? So, und jetzt noch ein paar Anime-News für euch. Das war jetzt eigentlich wieder was für unseren Dragon Cry. Wo ist er denn wieder, der Teufel? Mein Gott, na, werde wieder so sie arbeiten müssen. Hallo, sagt der Nacht, da arbeitet man nicht. Austin Powers 4 soll ja im Gespräch sein. Ja, ist tatsächlich ja im Gespräch. Habe ich auch gelesen. Hat der eigentlich, wie heißt denn gleich wieder der Schauspieler? Hat der eigentlich aber, das ist eh scheißegal, aber hat der eigentlich nach Austin Powers jemals wieder irgendwas im Fernsehen gemacht? Keine Ahnung, mir war da nie wieder aufgefallen. So, Anime-News haben wir noch. Frieren Staffel 3 ist für den Oktober 2027 jetzt angesetzt. Dauert mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lang, weil es eine unglaublich gute Serie war. Das war so eine, die wollte man zum Einschlafen nebenbei laufen lassen und dann war ich so gefesselt, dass nichts mehr mit Schlafen war. Dann Delicious in Dungeon Staffel 2 ist auch für Oktober 2027 jetzt angekündigt und das ist das Gleiche. Hätte ich mir auch gedacht, für nebenbei zum Einschlafen. Dann hat mir die aber so gefallen, dass ich mir dann richtig mit angeschaut habe. Die ist zwar jetzt nicht sehr tiefgreifend und so ja, mitreißend, sage ich jetzt mal, wie es zum Beispiel Frieren teilweise war und auch nicht so emotional, aber irgendwie einfach ein unglaublich schöner Anime, der also mir hat ja wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ist zu lang. Amen. Sauber zu lang. Dann Shangri-La Frontier, Staffel 3 ist für Januar 2027 angekündigt worden. Die habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, die ist sehr beliebt. Ich habe es auf der Liste. Darum habe ich es mal mit aufgenommen. Ansonsten war es das mit Anime News. Den Kagurabachi habe ich ja schon gesagt, dass der kommt im Oktober. Ach, da hat sich nochmal eine News reingeschlichen, die ich kurz vorher noch reingezwickt habe. Nämlich, aber ich glaube auch schon mal erzählt, dass Robocop ja eine Serie im Gespräch ist und die ist jetzt halt offiziell bestellt worden und wird gemacht dann von Peter Ocko über Blumhouse und Atomic. Ja, das ist Atomic Heart, glaube ich, aus das Studio. Kommt
kommt dann auf Amazon Prime. Optimus Prime. Ich muss noch meine Kehle befeuchten. Ich habe eigentlich wieder so Dosen gekauft gehabt, damit die halt trinken kann, aber die habe ich anscheinend am Sonntag irgendwann einmal gesoffen. Naja. Gibt es halt keinen Energy Drink mit halt noch die Anime-Damen drauf für euch. Müsst leben damit. Müsst leben damit. So, was haben wir jetzt hier noch? Genau, ich habe leider keine physischen Releases heute dabei für euch, weil diesmal ist es mein Versagen, nicht an Mike sein, sie aber vergessen, dass ich frage, dass er mir was schickt. Und ich habe dann keine Zeit mehr gehabt, dass ich nachschaue. Drum verzeiht uns oder bedankt euch bei mir, dass diese Woche ein wenig was sparen könnt, weil es nichts einkaufen könnt, weil ihr es ja nicht wisst, dass es rauskommt. Dafür habe ich Streaming-Releases der Woche. Auf Netflix war nichts Interessantes, zumindest habe ich nichts gefunden. Dafür Prime. Am morgen, 22. Kommt Masters of the Universe schon zum Streamen. Ich hoffe auch bei uns und ich verzeihe, ich kann schmarrn, aber mindestens in Amerika kommt es und dann kann man sich am VPN, kann man nicht. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Disney Plus, es läuft seit gestern die neue King of the Hill Staffel und die Moni hat ja auch Bewertungen jenseits von Gut und Böse gekriegt, wie unglaublich gut das die sein soll. Ich habe früher ab und zu mal ein, zwei Folgen angeschaut, aber nicht wirklich verfolgt, müsste die dann jetzt mal machen. Am 6. Juli erscheint das Steelbook zur Helsing-Fernsehserie. Das hast du in Ding eingestellt, oder? In unseren Discord-Kanal. Das schaut auf alle Fälle fesch aus. So, und das kostet, wenn du es einschreiben magst, weil das wäre wahrscheinlich schweineteuer gewesen sein. Diese scheiß Anime-Sachen zum Kaufen sind ja fast unbezahlbar. Auf was ich schon frei ist, die finale Staffel von Bleach geht los. Am 25. Juli geht die Bleach wirst 1000 Year Blood War, glaube ich, heißt die Serie jetzt gerade. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil die qualitativ ganz, ganz weit weg oder ganz weit voran zum Original Bleach für mich sogar war. Bin da echt gespannt, wie das ausgeht. Und auf HBO haben wir noch die Big Bang Theory, das Big Bang Theory Spin-off Stuart Fails to Save the Universe. Das geht übermorgen los, am 23. Das war's mit den Streaming-Releases. 80 Euro mit Artbook-Sticker und Postkarte. 80 Euro, die spielen wohl 80. Das hättest du dann halt spenden können, aber nein. So, schauen wir noch. Kino-Releases. Habt ihr es ja vielleicht schon wieder gesehen bei unserem Post, aber jetzt halt hier nochmal für euch. Cherie, ich komme, die Erfindung der Lust. Das hört sich ganz wild an. Keine Ahnung, was das ist. Dann natürlich Spider-Man 4, Brand New Day. Kraken, Erwachen der Tiefe. Da bin ich gespannt. Es ist ja anscheinend der größte Kraken aller Zeiten. Toy Story 5 kommt endlich raus. Soll ja auch unglaublich gut sein. Dann haben wir noch Dreams. Gefährliches Verlangen mit der Jessica Chastain. Die haben wir heute schon in den Trailer zu Other Mommy gesehen, beziehungsweise ich habe es gesehen. Ihr müsst es selber schauen. Und der Rupert Friend ist da dabei. Harvey Habicht, ist ein Drama. Habe jetzt irgendwie schon viel davon gelesen, aber mich nie damit beschäftigt, was das eigentlich genau uns dann erzählt. Und ansonsten, ja, gibt wieder ein bisschen so zeigt, dass sie bei uns eh keiner anschaut und keiner aussprechen kann. Drum lassen wir das bleiben und schauen uns dann noch die Streaming-Charts an. Da rein kann ich was trinken, bis das Internet reloadet. Ja. So. Streaming-Charts, Platz 10 ist dann gleich mal Apple TV mit Cape 4 und ich habe immer noch die reingeschaut, die erste Staffel. Dann haben wir Platz 9, die zweite Staffel von Avatar The Last Airbender auf Netflix, habe ich auch noch nicht reingeschaut, habe die vorher schon angeschaut. Die erste Staffel hab ich gesehen, die zweite bisher noch nicht, irgendwie zirkt wenn ich jetzt recht und ich habe nicht so viel kurz drüber gelesen. Dann haben wir auf Prime Video ist Platz 8 mit Ride or Die, die erste Staffel, noch gar nichts so verkehrt. Worst Neighbor Ever ist auf Platz 7, erste Staffel Netflix. Dann haben wir Prime Video mit L, Platz 6 mit der ersten Staffel. Auch noch nichts davon gehört. Dutton Ranch, die erste Staffel Paramount Plus, ist auf Platz 5. Heute sehr ziemlich stabil, seitdem es rausgekommen ist, das Ding. Ja. So, dann haben wir noch die erste Staffel I Will Find You auf Netflix. Die erste Staffel The Five-Star Weekend, Peacock, auf Platz 3. Peacock, glaube ich, ist ja zum Teil auf Wow bei uns. Genauso wie Love Island USA, die 8. Staffel. Das ist jetzt ja stabil bei uns da drinnen auf Platz 2. Und Platz 1 ist Netflix, erste Staffel Little House on the Prairie.
Da habe ich überhaupt nichts davon mitgekriegt. Ich kenne 2 Serien, die jetzt da drinnen sind. Das ist Avatar und Cape 4. Naja, naja, aber die Filme, hey, es ist ausnahmsweise nicht mehr Ding drinnen. Es war ja anscheinend, seit Release bis, gestern dann wahrscheinlich die komische K-Pop Demon Hunters oder wie's heißt, war ist nicht mehr in die Top 10 drinnen. Ist ja verrückt. Irgendwann die, fliegen da niemals raus. So, so Leute, jetzt machen wir noch unser super Unboxing für 'n Sesselberger und dann ist er nicht da, oder wie? Was ist eigentlich mit ihm? Na ja, dann muss er sich halt dann anschauen, was ich da Tolles für euch rausziehe. Tolles für euch rausziehe. Eigentlich hätte ich mal die, Naruto-Karten noch kriegen sollen, die sind irgendwie auch nicht gekommen. Ich glaube, da bin ich auch schon wieder über den Tisch gezogen worden. Unglaublich, ich will nur über den Tisch gezogen. Kein Geld nicht und dann will ich die ganze über den Tisch gezogen. Das ist ja unfassbar. Krieg's nicht auf, sag's, was es ist. Werden wir's doch nicht anschauen. So, jetzt habe ich's gerissen. Toll. Da müssen wir aufhören, weil ich möchte unbedingt noch vielleicht ein bisschen zocken. Was heißt zocken? Octopath Traveler Zero angefangen und was ist jetzt? Meine Switch Docking Station hat einen Geist aufgegeben. Jetzt muss ich warten, bis die neue kommt. Naja, hier läuft ja mit Tackle. Dann haben wir ein Reislaus mit Nagen- und Korkenzieherhieb. Korkenzieherhieb, was für verrückte Namen das haben die Dinger hier. Irbiss mit Zertrampeln. Ein Zubat mit Superschall. Superschall war so eine richtige Schweineattacke. Nimmt doch kein Mensch nicht her, den ganzen Scheiß. Deoxys mit Psi-Tempo. Ich glaube, da kommt schon wieder bald das nächste Set aus, oder? Spezielle rote Karte. Eine spezielle rote Karte. Das ist spezielle rote Karte, ist, wenn der Trump anruft und sagt, die setzt mal zur Bewährung aus. Die gibt es nämlich auch bei Pokémon schon, ja. Arctilas mit Eisbergbrecher und Froststoß. Dann tut's jetzt der Chillern tun. Ein Skuntank mit Rückwärtskick und abdrehender Schmetterer. Abdrehender Schmetterer, schauen Sie. Chiller. Dann haben wir hier noch ein Froxy mit Sammeln und Aquaknarre. Das ist doch auch schön. Und hier noch grauenhaftes Rondo, gespenstische Berührung vom Pumpkin X. Das schaut ja crazy aus, oder? Das schaut richtig schön aus. Ist da mit Sterne drin? Zauberhaft. Basisenergie Grass. Was sagst du? Ist Octopath Zero so schwer? Wir sagen schwer? Na, finde ich nicht bisher. Also ich bin jetzt seit, was habe ich gespielt? Ungefähr 10 Stunden habe ich noch geschafft, bevor meine Dockingstation einen Geist aufgegeben hat. Und also du musst schon, sollst auf alle Fälle die Levelangaben beachten, die diese Kapitel dir vorgeben. Weil wenn du nicht mindestens auf dem Level bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Ist ja ganz ratsam, wenn du erst ein bisschen so rumgehst und schaust, dass du mindestens 4 Leute in deiner Party hast, weil hab mal die kriegt man automatisch während der Kapitelnachlauf und habe dann die ganze Zeit ordentlich auf die Schnauze gekriegt und dann bin ich erst mal rumgelaufen und geschaut, dass ich meine Partie vollständig kriege. Aber ansonsten, wenn du Octopath Traveler 1 und 2 Mengen hast, dann wird dir das auch gefallen. Bisher coole Geschichten, coole Figuren, auch wieder ziemlich krasse Sachen dabei, wo du denkst, okay, das ist einfach so krasser Kontrast zu dieser Optik und Grafik. Und die Grafik ist sowieso wieder wunderschön. Und das Kampfsystem ist jetzt ein bisschen verändert. Man hat jetzt so 2 Reihen praktisch. Also du hast vorne deine Hauptpartie mit zu viert und die anderen 4 auch dabei. Kannst immer dazwischen wechseln. Und sie können da, wenn sie hinter dir stehen, unterschiedliche Attacken nur einsetzen. Also, aber verzeiht dann ein bisschen genauer im Talkthrough, weil was der Seppi da damals verzeiht hat, ist ja alles Käse gewesen. Alles Käse. Ist eine ahnungslose Wulzer. Aber das wissen wir ja. So Leute, das war's. 3/4 Stunde. Sauer zu lang der Scheiß. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Hat mich wieder mal gefreut. Viele fette Potatoes raus an die edlen Spender hier, die da unterwegs waren. Also, ich muss jetzt einmal noch anschauen, was unsere Schweizer hier eigentlich genau gemacht haben, weil ich es noch gar nicht kapiert habe, was das eigentlich ist. Aber fetteste Potatoes gehen raus an alle. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich möchte immer noch in die Kommentare lesen, ob ihr das gleiche seht bei Dune 3 Poster, was ich da gesehen habe. Ich kann nicht der Einzige sein. Ansonsten hat es noch irgendwelche News und Sachen, Castings oder so in die Kommentare, die wir vergessen haben. Heute übrigens neue Folge mit dem Dr. Horror Stefan Sonntagauer aus Österreich, der wirklich in Horrorwissenschaften promoviert hat. Mit dem haben wir uns Citizen Vigilante vorgenommen, diesen neuen Schweinefilm vom Uwe Boll. Gibt 2 Folgen, einmal bei uns und einmal bei einer, ähnlich wie es die Hardline-Folge mit Art of Trash Cinema Podcast war. Und ja,
hört es euch an. Es macht mega Spaß mit dem Stefan aufzunehmen und ist einmal cool, wenn man da so jemanden hat, der wirklich krasse wissenschaftliche Expertise mitbringt. Und dann haut es einen Kommentare rein, was ist vor Citizen Vigilante halt, falls ihr den Schmarrn schon gesehen habt und falls ihr nicht gesehen habt, das es euch auf gar keinen Fall an. So, jetzt sagen wir auf Wiederschauen, macht es gut. Küsschen auf eure Nüsschen.